Wir sind losgefahren, mit nichts außer einem Offroad-Camper, Dachzelt und dem Wunsch, frei zu sein. Georgien! Draußen schlafen, mitten im Nirgendwo, selbst bei widrigsten Bedingungen. 9:30, wir sind immer noch am Berg oben. Wir schlafen jetzt im Auto. Es ist bodenlos kalt. Die Sonnenaufgänge dann ein Geschenk. Abgelegene Pisten, Und ich glaube, der Pass ist das Schlimmste. Da geht's runter. traumhafte Stellplätze und echtes Wildcamping. Wir haben uns da hinten ins Feuerholz geholt. Wir haben das Gefühl gehabt, lebendig zu sein. Ja, wir sind wirklich gestört. Wir sind auf jeden Fall jetzt in einem ziemlichen fucking hell. Abenteuer statt Komfortzone. Das ist Georgien. Aber Axel, wie ist denn zu dem Ganzen eigentlich gekommen? Hallo? Hallo Axel und Laura, da ist die Jessica von iDrive 4x4. Wir brauchen dringend, wenn der sie opfert, in Georgien mit unserem Campingauto ein bisschen geilen Content zu erstellen. Wie schaut's aus? Ja, voll gern. Mach mal. Bist du motiviert? Aber hallo. Wir beginnen unseren Roadtrip in Kutaisi. Übermüdet, aber voller Motivation. Direkt am Flughafen übernehmen wir das Auto, welches für die nächsten 12 Tage unser Zuhause sein sollte. Trotz 300 PS unter der Haube machen wir uns vorerst einmal entspannt auf den Weg Richtung Süden. Unser Ziel? Der Borjomi-Karagauli Nationalpark. Also, wir haben jetzt gerade den ersten Stellplatz erreicht. Fast. Und die letzten Meter sind perfekt für unser Auto geeignet. An unserem ersten Stellplatz angekommen, hast du erst einmal Bestandsaufnahme machen und mit dem Equipment vertraut machen. Wie verhält sich der Gaskocher? Wie baue ich das Zelt auf? Welche Accessoires haben wir überhaupt dabei? Wer schon mal eine Campingreise hinter sich hat, der weiß, wovon wir reden. Am Ende sind wir erschöpft am Lagerfeuer gesessen. Wir haben ja nur 3 Stunden geschlafen in der letzten Nacht. So, wir fahren gerade auf den Cekari-Pass. Das ist eines von den ersten Sachen, was wir in Georgien machen. Und wir haben schon erlebt, wie die georgischen Straßen ausschauen können. Ganz am Anfang merkt man, es wird alles noch neu asphaltiert, gerade zum Ort Serme. Und danach, naja, schaut es euch selber an. Im Laufe der Reise sollten wir noch drauf kommen, das ist noch gar nichts. Nach einer ausgiebigen Mittagspause bei dem Panorama und einigen interessanten Ereignissen War der Feit, der Hund. Da geht was. geht's für uns weiter, hinauf zur Passhöhe. Die Landschaft enttäuscht auf jeden Fall nicht. Wow! Kurve um Kurve geht's für uns bergauf, bis wir dann diesen Punkt erreichen. Wow, da ist jetzt schon überall Schnee, auf der Seite noch fast 1 Meter hoch. Wahnsinn, aber es ist so geil. Wahrscheinlich gerade erst gerichtet und gerade erst zum Fahren frei gemacht, also ein ziemliches Glück. Aber die Straße ist noch ziemlich gatschig, gut, dass wir so gefährt haben. Boah, wir sind jetzt oben am Cekari-Pass und wir hätten uns nicht gedacht, dass wir das schaffen. Stellenweise 2 Meter Schnee auf der Seite. Das ist jetzt echt hoch da auf der Seite.
dass das irgendwer weggetan hat vor wenigen Tagen, sind wir uns ziemlich sicher, sonst war das nicht so leicht gegangen. Aber wir sind oben, wir haben es geschafft, jetzt geht es nur mehr runter. Was ist die Frage, gell? Kinder. Er deutscht. Das Baustelle? Ah, das schaut so schwindelig aus. Oh, er, was tut er, Alter? Oh, bist du deppert? Sieht schon aus. Aber da müssen wir drüber. Oh, da müssen wir drüber. Ja, Alter. Easy. Oh! Und auf der anderen Seite war es ja voll okay. Nach einem wunderbaren, richtigen ersten Tag in Georgien, wo wir den Cekari Pass gefahren sind und der ist schon ziemlich geil, also wir sind sehr begeistert, haben wir da einen mindestens genauso geilen Stellplatz gefunden. Wir haben uns da hinten jetzt Feuerholz geholt und der Typ ist da gekommen und hat seine Schafe rausgelassen. Und wir haben schon geglaubt, er sagt jetzt schleicht euch, weil das ist ein Zaun. Schaut sehr nach Zaun aus. Nein, er hat gesagt, nehmt euch noch mehr, wollt ihr noch mehr? Wir haben Begleitung von Schafen, die immer wieder rund um uns herum grasen. Haben einen kleinen See, wo wir mit Fröschen gebadet haben, einen kleinen Bach. Wir haben ein Feuer, wir haben gerade Nudeln gemacht. Sie waren nicht gut, aber das Leben ist trotzdem schön und uns gefällt es da. Ja, war es eigentlich für heute, oder? Gute Nacht. Schönen guten Morgen. Tag 2 und heute geht's Richtung Varcha. Das ist so eine Art Felsenstadt und wir schauen einmal, was uns da erwartet. Besser wie die Nudeln. Rebi und Ratzel, ich habe keine Nackenstütze. Right. Wir fahren los Richtung Süden. Die Felsenstadt liegt direkt an der Grenze zur Türkei. Am Weg entdecken wir nur das Kwertvisi Fortress. Als eine der ältesten Burgen Georgiens thront sie zeitlos auf ihrem Felsen, direkt am Zusammenfluss der Flüsse Kura und Paravani. Auch Varcha liegt am Fluss Kura nur wenige Kilometer entfernt. Die Felsenstadt begeistert uns bereits vom Parkplatz aus. Das schaut schon geil aus.